Hallo zusammen und willkommen zurück bei «Los mal» Live-Update, what the fuck. Was ist heute? Donnerstag, oh mein Gott. Also, morgen habe ich eine Live-Podcast-Show, I guess. Keine Ahnung, halt, ich weiß nicht mal, wie ich es betiteln soll, aber auf jeden Fall ist halt Swiss Podcast Festival und da bin ich eingeladen, zum eine halbe Stunde fucking labern. Und ich bin einfach froh, dass wenn diese Folge rauskommt, dass es einfach schon vorbei ist und ich es anscheinend überlebt habe. Das heißt, ich sage euch das jetzt auch ein bisschen spät. Ich hätte das eigentlich in der letzten Folge mit Flavio erwähnen, aber ich habe es vergessen. Und dann habe ich es einfach nur auf Insta erwähnt. Also wenn ihr mir nicht auf dem «Losemal»-Account folgt, sind ihr wie selbst schuld, dass ihr das jetzt verpasst habt, oder? Ja, aber ich bin hure nervös. Irgendwie, weil, wisst ihr, so die Leute, die dort anwesend sind ja viel aus dem Business. Also weißt, ich glaube, der ganze Tag, also der Event ist den ganzen Tag und so die Live-Shows sind einfach am Abend. Und es sind so Infoveranstaltungen mäßig, so ja, wie kannst du deine Podcast-Folgen besser machen und was sind gute Themen und wie tut man das vermarkten. Also, Digga, ich hocke einfach da und mache irgendetwas und muss dann jetzt vor diesen Menschen irgendwie einen Scheiß labern. Und ich habe auch nicht, also zuerst habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, vielleicht muss ich einfach etwas über den Podcast erzählen oder so. Aber turns out, ich mache eigentlich, glaube ich, einfach eine «Losemal»-Folge dort. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich vor so... Ich weiss nicht, was die Zielgruppe ist. Ich habe das Gefühl, das sind so über 40 Menschen. Und dann hocke ich da und sage so, Alter, ihr kleine Wichser. Weißt du, so, ich weiss echt nicht, wie das gut kommen soll, aber ich gebe mir echt Mühe. Und ich habe mir auch schon aufgeschrieben, was ich so ansprechen will und so. Es ist noch in Abklärung, ob die Folge, also ob das jemals online kommen wird. Ich bezweifle es bis jetzt. Also merkt euch, wenn es irgendwelche Live-Events gibt, dann müsst ihr wahrscheinlich kommen. Dann müsst ihr wahrscheinlich ein Ticket holen und einfach kommen. Ich habe ein paar dürfen verlosen, so ist es nicht. Aber das ist ja irgendwie der Sinn von der Sache, dass wenn man dann mal so ein Live-Event hat, dass die Leute ja einfach kommen und wenn ich es dann einfach aufladen würde, dann müsste niemand kommen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist so ein bisschen der Joke dran. Aber ja, keine Ahnung. Das haben sich schon, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch mehrere so Live-Sachen in Zukunft, obwohl, ja, wie man mir anmerkt, irgendwie ist mir das nicht ganz wohl, aber YOLO, man muss wachsen und Opportunities annehmen. Oh mein Gott, ich tue wie ein Finance-Bro. Nein, ich bin so nervös. Und jetzt gerade bin ich bei meinem Freund daheim, darum halt es auch so, weil es ist irgendwie so offen und irgendwie, ihr kennt so Männereinrichtung, es ist nicht sehr herzlich. Irgendwie, es hat nicht so viel Stoff da drin. Also müssen wir jetzt einfach aushalten für diese Folge. Genau. Ich bin hure verschwitzt. Ich musste hure viele Stege auflaufen müssen. Mit so einem fucking Starbucks Chai Latte in der Hand haben wir alles drüber geleert. Die Leute sind mir entgegengekommen. Niemand anderes ist so verschnupft, weil die wohnen halt da. Sie sind sich das gewöhnt. Alter. Ich fühle mich immer wie so ein verdammtes Opfer. Wenn ich die Jüngste von allen bin und am meisten verschnupft bin und ich rauche nicht mal oder so. Also ich weiß wirklich nicht. Ach, egal. Leute, heute durch den Wind. Auf jeden Fall, ja. Ich muss mir gerade sehr stark irgendwie so einreden, dass ich das schaffe und dass ich so... Keine Ahnung, ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber im Fall, ich war so schlecht in der Schule im Präsentieren. Ich kann das... Also doch, jetzt darf ich nicht sagen. Ich kann das nicht, aber ich darf es nicht sagen. Ich kann das sehr gut. Aber es war wirklich immer so, ich habe immer, schon seit der Oberstufe, müssen anfangen lachen. So einen fetten Lachflash bekommen, sobald ich dort vorne gestanden bin und alle meine Klassenkameraden gesehen habe. Und einfach so, zum Teil haben wir wirklich auch im Gymi, mein Philosophielehrer hat einfach angefangen mitlachen. Er hat auch gelacht. Ich habe das, glaube ich, mal auf TikTok ganz zu der Zeit, als ich noch im Gymi war, erzählt. Bro, ich habe das nicht können. Ich habe während meiner mündlichen Maturprüfungen müssen lachen. Ich schäme mich so, wenn nur mehr zugelassen wird. Und darum ist es eigentlich so fucking ironisch, dass ich einen Podcast habe, aber da sehe ich halt nicht, wer mir zulässt und kann auch einfach alles rausschneiden und so. Und ich habe so Schiss, weil es gibt eben so die Leute, die dort sein werden an diesem Tag, sind so gute Redner, keine Ahnung, haben so eine Präsentation vorbereitet oder irgendwie so voll so ein Skript auswendig gelernt oder so. Und ich bin so die hockt und du wirst sowieso nicht ernst genommen als Influencer, du wirst nicht ernst genommen als Frau und du wirst nicht ernst genommen als jemand, der 20 ist und irgendwie etwas labert. Darum, ja, also nicht, dass ich dem Event vorwirf, dass sie mich nicht ernst nehmen würden. Sie haben mich ja fucking eingeladen, aber ich denke mir so ans Publikum. Und darum hoffe ich einfach, dass genug Leute actually präsent sind, die den Podcast schon mal gehört haben und so wissen, um was es geht und so. Sonst wäre das echt torturös in 30 Minuten. Würde ich auch nur mal so sagen. Wenigstens kann ich hure viel reden. Also das wird nicht das Problem sein, aber so, Bro,
Egal, ja, ich wollte das einfach mal kurz loswerden. Vielleicht auch aus Selbstschutz, falls es nachher jemand hört, wo am Event war und sich denkt, what the fuck? Ich bin nicht immer so. Okay, ich war einfach wahrscheinlich nervös gewesen. Hä? Anderes Ding, was zum Fick lege ich dann an? Weil ich weiss genau, wenn ich habe so einen Sessel dort. Wenn ich von diesem Sessel aufstehen werde und von der Bühne laufe oder was auch immer dort ist, ich weiss nicht mehr, ob es eine Bühne hat, wisst ihr, wie verschwitzt mein Arsch sein wird? Also es ist einfach, ich muss schwarz anlegen. Okay, das war es. Passend zu diesem Thema habe ich gedacht, heute reden wir darüber. Heute mache ich so eine Motivational Speech. Es ist wirklich so, keine Ahnung, weil ich mich selber gerade so aufpushen muss und die Leute aus meinem Umfeld probieren es auch. Sie sind auch so, nein, Emma, du machst das mega gut, du kannst das, du bist aus einem Grund eingeladen. Ich habe auch Menschen geschrieben, die ich gar nicht so richtig kenne, wo ich aber weiss von meinen Kolleginnen so, ja, sie sagt, sie redet voll gerne vor Menschenmengen und so habe ich denen geschrieben, so, ey, sorry, ich habe so ein Event, kannst du mir erzählen und so. Und alle Leute haben mich so probiert aufpushen und so Tipps gegeben und so, aber das bringt mir halt irgendwie, also doch, es ist gut, es ist wirklich gut, habe ich das gehört, weil amigs kennen das, man weiss gar nicht, wo anfangen, sich selber etwas Gutes einreden. Also ich war so überfordert mit dieser Situation. Und wenn man dann von außen jemand sagt, nein, du kannst das ja, achte einfach darauf, dass du niemandem direkt in die Augen schaust, dass nicht so viele Füllwörter brauchst, dann hast du wenigstens einen Ansatzpunkt, wo du so denkst, ah ja, stimmt, dort kann ich ja anfangen, mir selber das irgendwie einreden oder so. Für das ist es mega gut gewesen. Aber so grundsätzlich muss es von mir selber kommen. Ich muss morgen auf diese Bühne laufen und so tun, als wäre ich der Shit und als wäre es wert, dass man mir jetzt eine halbe Stunde zulässt, obwohl man mich vielleicht gar nicht kennt. Wisst ihr, was ich meine? Man muss sich selber irgendwie die ganze Zeit vermarkten und ich halt speziell fest, habe ich das Gefühl, halt in dem ganzen Business. Und eben, weil ich mir selber irgendwie so Motivational Speech geben muss, habe ich gedacht, ich gebe euch das mal, weil ihr schreibt mir so viel, dass ihr irgendwie voll überfordert sind und irgendwie das Gefühl habt, ihr könnt nicht richtig gut und man sieht so bei mir, ich habe so mein Ding gefunden und ich mache das gut und so und bin auch erfolgreich mit dem und man selber hat das vielleicht noch nicht so ganz gefunden und ich weiß nicht, wo ich ankommen werde im Leben und so. Leute, ich weiß das auch nicht und ich habe auch wirklich keine Ahnung, wie ich da angekommen bin und das ist ja das Coole und ich habe das ja auch schon öfters gesagt, so, du bist immer aus einem Grund in dieser Situation, wo du gerade bist. So, dort, wo ich angefangen habe, Videos zu posten, haben mich so viele Leute ausgelacht und sich irgendwie darüber lustig gemacht und es hat mich auch verletzt. Also weißt du, nicht so, dass ich dort gesagt habe, hey, fickt euch. Eines Tages verdiene ich mein Geld mit dem. So, nein, ich dachte, oh mein Gott, so eine fucking Blamage. Aber ich habe trotzdem irgendwie weitergemacht. Und ich glaube, um das geht es so ein bisschen, dass wenn man lost ist und also eben, ihr wisst, ich bin genauso lost. Ich will nicht reden, als wäre ich nicht lost. Aber ich glaube, ich habe gleich so ein bisschen etwas gefunden im Leben, wo mir Spass macht und wo ich einfach so allein durchziehen kann. Jetzt habe ich den Satz vom Anfang, den Anfang vom Satz vergessen. Was habe ich jetzt, Alter, ja, ihr kennt das, wenn ihr so lange Sätze macht. Das habe ich auch wirklich immer in meinen Vorträgen gehabt. Ich glaube, ich bin wirklich nervös vom Anfang schon. Auf jeden Fall. Eben, die Leute haben mich ausgelacht. Und ich habe trotzdem weitergemacht, weil es hat mir einfach Spass gemacht. Es war nicht, ich habe mit irgendeinem Hintergedanken angefangen, Videos zu posten und habe gedacht, wow, einfach damit ich fett Cash machen kann. Ich habe es aus puren Intentionen gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, wenn man so durchs Leben geht, dann kommt es immer gut raus. Irgendwie landest du an einem Ort, wo du hingehörst. Und die Folge soll eigentlich so ein bisschen darum gehen, so, du bist jetzt an dem Ort im Leben, wo du sein musst. Es macht in dem Moment keinen Sinn. Man checkt nicht, wieso muss es mir jetzt schlecht gehen oder wieso habe ich jetzt diese Stelle nicht bekommen oder wieso habe ich das Studium nicht geschafft. Also, aber wenn du dann in 5 Jahren zurückschaust, denkst du so, oh mein Gott, zum Glück habe ich das Studium nicht geschafft oder what the fuck, zum Glück haben meine Eltern sind mit mir an einen anderen Ort gezogen, zum Beispiel für mich. Ich hatte mein fucking idyllisches Leben, als ich als Kind in Graubünden gewohnt habe. Ich habe neben meiner besten Kollegin gelebt. Alle haben sich gekannt. Ich konnte beim Bauernhof drüber säckeln, über das Gras zum Spielplatz. Ich war eine Musterschülerin, so geiles Scheiß. Und dann sind wir weggezogen und ein neues Leben für mich hat angefangen. Und ich denke mir immer wieder so, okay, es wäre hure schön gewesen, hätte ich so die, wie sagt man, so unversehrte Kindheit weiter gehabt und wäre einfach so ein hure Dorfkind für immer geblieben und würde irgendwie auf dem Töffel rumfahren und schnupfen. Das hat schon etwas, also ich denke mir wirklich oft so, Bro, wäre meine Mutter nicht mit uns weggezogen,
wäre ich einfach so ein hure Töffli-Kind. No front, aber front. Sorry. Und logisch bin ich oft traurig gewesen, als wir dann auf Dänemark gezogen sind. Und haben wir so gedacht, oh, ich vermisse meine Kollegin und oh, wieso sind wir jetzt weg und so. Aber jetzt im Nachhinein, Bro, what the fuck, es wäre so schlimm gewesen für mich, dort zu bleiben. Einfach für mich als Person und wie ich eigentlich bin und was meine Werte sind und was ich gerne habe vom Leben, das hätte ich dort nie im Leben bekommen. Und ich meine, ich glaube, ihr habt das alle auch, wenn ihr mal so überlegt, so zurückdenkt, wie es mal war und wie es jetzt ist. Und auch wenn man jetzt gerade in einem Loch ist und vielleicht denkt man sich, Bro, vor 2 Monaten hatte ich noch meinen Freund und wir haben es so lustig und ich hatte das und das Hobby und ich war noch gut im Sport und jetzt bin ich verletzt oder so Sachen. Aber es wird auch einen Punkt geben, wo du über die Zeit, wo du jetzt drin steckst, wenn du vielleicht gerade in einer Scheißzeit bist, wo du denkst, oh mein Gott, zum Glück habe ich dort weitergemacht, zum Glück habe ich das irgendwie überstanden und jetzt bin ich so viel stärker aus dem rausgekommen. Und das klingt so fucking cheesy, dumm Scheiße, aber ihr wisst genau, was ich meine. Es ist wirklich so, wie man sagt, so irgendwie, du musst halt durchkommen, um irgendwie etwas daraus lernen und stärker werden und so. Und zum Beispiel, also jetzt in dieser Live-Show morgen, ist mein Thema Freundschaften. Und ich glaube, ich rede jetzt einfach darüber, weil so, das wird nicht als Folge aufkommen. Auch wenn es dann halt als Folge kommt, könnt ihr es ja auch nochmal hören oder halt nicht, ist ja auch egal. Voice Crack. Dort erzähle ich dann auch so ein bisschen von dieser toxischen Freundschaft, die ich hatte. Ich glaube, ich erwähne das immer wieder mal. Und es war wirklich so schlimm für mich. Und es ist für mich bis heute noch schwierig, weil ich nicht verstand, wieso meine Kollegin so zu mir war und was ich gemacht habe, dass es so rausgekommen ist. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt einfach so Situationen, wo du wirklich nichts hättest machen können. Du bist wirklich nicht schuld. Du hast wirklich nicht so, dass man denken kann, ja, ich war ja auch asozial zu ihr gewesen. Oder ja, vielleicht hat sie gestört, dass ich das und das... Ich habe nichts gemacht. Und das finde ich fast das Schwierigste zum Akzeptieren amix. Und sie hat mir meine ganze Jugend zerstört. Also dumm gesagt, so, keine Ahnung, es klingt jetzt auch so, als würde ich der die Schuld geben für alle meine Probleme. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe noch nie von dieser Situation erzählt und das mache ich beim Live-Ding, super scary. Ich habe mir einfach gedacht, das ist die perfekte Occasion, dass ich nicht so im Internet über sie ablästere, sondern einfach so in Real Life und die es dort gehört haben, wissen es halt und sonst habe ich es nie gesagt. Aber ich muss euch vorstellen, ich bin von Dänemark zurückgezogen, oder mehr. Ich habe 1 Jahr noch Primar gemacht, 6. Klasse, und dann ist sie in die Oberstufe gegangen. Ich habe keine Sau gekannt. Und dann ist so ein cooles Mädchen gekommen. Sie hat alles gehabt. Sie hat ihre Spangen draussen gehabt. Ich hatte noch 2 Meter zwischen meinen Schaufeln gehabt. Spangen erst gerade reinbekommen. Sie durfte sich schminken. Ich durfte das nicht. Sie ist so voll kurvig, weiblich von der Körperform gewesen. Ich war noch richtig halt kindlich gewesen. Und sie hat mir das auch alles immer klar gemacht. So, du hast das nicht und ich habe das. Und wir haben es auch eigentlich am Anfang mega gut gehabt. Und sie hat auch eine Krankheit gehabt und ich war die Einzige, die ihr so helfen durfte und irgendwie sie im Spital besuchen und so Sachen. Wisst ihr, so, wir haben es eigentlich wirklich gut gehabt. Wir haben dann alles erzählt, wir haben bei der Familie daheim gechillt. Du hast alle kennt, so, du bist die Einzige gewesen, die so am Familienfest, am Geburtstag dabei war. Wir haben es so gut gehabt und trotzdem hat sie an dem Ort, wo mich niemand kennt hat, wo nicht die neu war, anbekommen, dass im Umkreis von wirklich so 20 Kilometern jedes Dörfli gewusst hat, wer die Emma ist und irgendwie was für Gerüchte es gibt. Und es hat wirklich vorne und hinten nicht gestimmt. Und ich habe immer, mir ist so schlecht gegangen, weil logisch, wenn du 12 bist und es gehen Sachen über dich um, irgendwie, dass du auf dem WC Blowjobs verteilst für 10 Stutz oder so komische Sachen, das verletzt dich, vor allem, wenn du noch nie im Leben etwas gemacht hast und du dir so denkst, Bro, I wish, dass ich überhaupt schon mal einen Bub geküsst hätte, aber nein, dem ist nicht so. Weißt du, und das ist halt auch in dieser Zeit so Oberstufe, sind so 16-Jährige gekommen und haben mich so umzingelt und haben jeden Morgen auf mich gewartet, um mich irgendwie fertig zu machen. Und dann hat es noch Ask FM gegeben. Das kennt ihr sicher auch, so eine fucking anonyme Plattform, wo Leute der anonym Sachen schreiben können, so ein bisschen wie Telonym oder so. Und dort haben sie mich fertig gemacht. Ich habe immer mitbekommen, was die Leute von mir denken. Und sie war so meine Person, wo ich angegangen bin und gesagt habe, Alter, what the fuck, was mache ich? Wieso ist das so? Was ist passiert? Wer hat das gemacht? Und sie
hat mir immer gesagt, ja, vertrau mir, erzähl mir alles, alle anderen hassen dich sowieso. Sie haben mir auch immer weiss gemacht, dass alle mich hassen. Und dabei ist sie einfach die ganzen Jahre, also ich bin jahrelang, sicher 5 Jahre oder so mit dieser befreundet gewesen. Sie war von Anfang an die gewesen, die das über mich verbreitet hat. Und das müsst ihr euch einfach mal geben. So, okay, wenn das so zwischen 60-jährigen Grossmüttern im Dörfli passiert, die irgendwie nichts Besseres zu haben, aber wenn du das mit 12, 13 machst, what the fuck? Und ich habe ihr nie etwas gemacht. Ich habe nichts gemacht. Und das sind so Sachen, also es ist einfach so, wenn du so Sachen erlebst, dann ist es so einfach, um aus dem rauszukommen und so denken, wow, okay, jetzt will ich nie mehr eine Kollegin haben. Oder auch, wenn man gerade eine toxische Beziehung vielleicht hatte oder so, denkt man sich auch so, wow, alle Typen sind scheiße, fickt euch alle, ab jetzt nur noch Single Life, was auch immer, Alter. Oder ja, vielleicht auch familiär, wenn man keine tolle Familie hat oder nicht so, wie man sich das vorstellt, denkt man sich auch so, ja, ich werde das nie haben, ich werde das nie selber machen können. Irgendwie, und man gibt so auf. Und das ist ja auch viel einfacher. Aber wenn man aus dem rauskommt und probiert zu checken, was passiert ist, bei mir zum Beispiel, ich bin einfach naiv und check oder lass nicht auf mein Bauchgefühl. Ich check's schon, ich habe immer ein schlechtes Gefühl bei ihr, aber gleichzeitig habe ich dann wieder das so probiert, irgendwie zu entschuldigen und nein, sie meint es ja gar nicht so und sie ist doch so eine Arme, weil sie hat ja das und das gehabt und sie ist vielleicht wegen dem und dem ein bisschen so. Man probiert es immer so zu erklären, aber du musst nicht immer alles für alle anderen erklären. Und auch wenn du Erklärung findest, finde ich, so, wenn es wirklich Erklärung gibt, so zum Beispiel, keine Ahnung, die hat voll Scheiße gehabt daheim und hat Aufmerksamkeit gebraucht und dann hat sie halt das gemacht. Oder so, keine Ahnung, das ist übrigens meine Theorie über sie. Ich habe keine Theorie. Wirklich haben wir schon den Kopf zerbrochen mit all meinen Kolleginnen darüber, wieso zum Fick das so passiert ist. Aber wir checken es alle nicht. Ich würde sie auch echt gerne mal fragen. Falls du das hörst, du dumme Sau, wieso hast du das nötig gehabt? Kann das ihr jemand weiterleiten, der genau weiss, wer sie ist? Bro, wirklich, schick mir einen Brief, Digga, du weißt, wo ich wohne. Entschuldig dich mal. So, aber auf jeden Fall, wenn man Erklärung findet, es gibt ja wirklich amigs, siehst du genau im Nachhinein so, oh, das und das ist wahrscheinlich das Problem gewesen. Dann glaube ich, ist es gleich wichtig, so zu sagen, okay, aber irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich das müssen überleben oder irgendwie durchstehen und erleben halt. Und jetzt lerne ich aber daraus. Also in meinem Fall müsste ich jetzt halt wirklich anfangen, oder hätte ich, wo das schon länger her, dass ich nicht mit der befreundet bin, halt müssen checken, okay, mein Bauchgefühl ist actually berechtigt und wenn ich mich schlecht fühle im Umgang mit jemandem, dann höre ich auch auf, mit dieser Person mich zu umgehen. Und das war für mich so schwierig immer, weil ich immer froh war, wenn ich überhaupt Kolleginnen hatte und so dazugehören konnte. Und das war natürlich mega cool für mich. Bro, eine, die so coole, grosse Geschwister hatte, die alle kennt haben. Sie war hübsch, bla bla bla. So logisch willst du dort dazugehören. Aber was ich jetzt einfach aus dem gelernt habe, ist, Bro, lieber chillst du allein. Wirklich, lieber chillst du allein, als mit so jemandem, der dann nachher die ganze Jugend zerstört und alle hassen dich bis heute noch, obwohl du fucking gar nichts gemacht hast. So, es ist echt krass übrigens, was so Gerüchte und so ausmachen für jemanden. Also, was ich auch überlege, was die Leute über andere Menschen an meiner Oberstufe erzählt haben oder auch Bilder geschickt haben und so gefotoshoppt haben und gesagt, oder irgendwie so Screenshots von irgendwelchen Pornos gemacht haben und gesagt haben, ja, das ist die und die. Und alle haben mitgemacht. Keine einzige Person ist zu diesen Leuten angegangen und gesagt, ey, sorry, dass die Leute so zu dir tun. Ich glaube das im Fall nicht. Sobald so etwas über jemanden umgegangen ist, bist du einfach die meistgehasste Person in dieser Schule gewesen. Ich weiß nicht, ob das so ein Landding ist eher, weil es schon eher ländlich oder ob das in der Stadt auch passiert, keine Ahnung. Aber einfach so, dass man daraus lernt und dass man auch irgendwie für Menschen da ist. Also weißt, als ich mit dieser befreundet war, haben das Gefühl, ich wäre jemals zu so einer angegangen, wo irgendwie Bilder rumgeschickt wurden und hat gesagt, ey, es tut mir mega leid, dass dir das passiert. Nein, ich habe doch mitgelacht. Ich habe gedacht, hure peinlich. Aber das ist eben genau das. Und einfach, wenn du eine blöde Zeit durchlebt hast, es hat einen Grund und du musst es selber in die Hand nehmen. Oder einen Grund. So, du wirst nicht sexuell belästigt, weil du es verdient hast oder weil du gerade auserwählt bist, um das zu erleben. Es passiert willkürlich, aber du darfst nicht an dem zerbrechen und du darfst nicht den Glauben an alles verlieren, wenn dir etwas passiert ist, weil es schadet diesen bösen Menschen nicht, die machen genauso weiter. Es schadet nur dir selber, wenn du traurig bist immer und
die Hoffnung verloren hast und irgendwie dich selber auch ein bisschen aufgibst, weil du dann wie nicht mehr daran glaubst, dass du einen tollen Freund haben kannst oder Freundin oder dass du gute Freundschaften haben kannst, wo es wirklich nicht toxisch ist oder dass du einen tollen Job bekommen kannst oder dass du irgendwie noch dein Hobby findest, wo du vielleicht noch nicht entdeckt hast, so Sachen. Und eben so, ich glaube, das gehört mir zu wenig, weil es ist immer so, du kannst mehr machen und ja, ihr seid jetzt in diesem Alter, ihr müsst machen, ihr müsst arbeiten, ihr müsst Ausbildung machen, ihr müsst, und weißt, dass du in 30 Jahren dann Kohle hast und dass du für deine Familie schauen kannst. Es ist im Fall auch voll geil, dass du jetzt an dem Ort bist, wo du bist und es kommt sicher noch Cooleres und es wird immer besser und die Zeit, die du jetzt hast, ist aber auch cool. Du wirst nachher auch zurückschauen und denken, wow, wo ich noch 16 war. Wow, dort, wo ich 24 war und noch keine Ahnung vom Leben hatte, war schon eine schöne Zeit gewesen. Überlegt mal, wie unsere Eltern reden. Und wir denken das wahrscheinlich, ja, hab Fresse, Alter, das war doch gar nicht so geil gewesen, aber im Nachhinein ist halt alles immer besser. Und ich wünsche mir einfach, dass wir alle nicht irgendwann zurückschauen müssen und so denken, wieso habe ich mich selber so runtergemacht oder wieso habe ich es nicht ausgenutzt, dass ich noch jung und naiv und einfach das Leben geniessen konnte. Und ich weiss auch, es ist nicht so, Bro, wir können nicht einfach nur das Leben geniessen. Wenn du Vollzeit studierst, wie willst du das Leben noch geniessen? Wenn du Vollzeit schaffst, wie willst du das Leben noch... Also weißt du, so, es ist nicht so ein... Ja, weißt du, als wir noch jung waren, da hey, sind wir jeden Tag in einem Bierchen genommen. Bro, so ist es nicht. Wir sind hure in einer Leistungsgesellschaft und das weiss ich auch und bla bla, aber aus dieser Situation, wo man drin ist, kann man wirklich das Beste probieren machen. Und ich finde, man muss sich das auch wirklich zwischendurch mal klar machen, so, du hast das Recht darauf, dir selber das zu gönnen und du hast das Recht auf gesunde Beziehungen und du hast das Recht darauf, Nein zu sagen. Und du musst nicht in Situationen bleiben, wo du keinen Bock drauf hast. Du musst nicht mit Leuten zusammen sein, die dir low-key den Ick geben oder wo du so einfach die eigentlich innerlich fast schon dagegen wehrst, aber du machst gleich immer ab oder du bist immer noch mit dem Typ zusammen oder du gehst zu deiner Familie, obwohl sie verdammte Opfer, Arschlöcher zu dir waren dein ganze Leben. So, du musst nicht. Es sind die Leute böse, wenn du aufhörst, aber du selber wirst dankbar sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das. Du musst für dich selber da sein und nicht immer schauen, wie es für die anderen stimmt oder was hätten jetzt meine Eltern gern von mir oder meine ganze Familie besteht aus Ärzten und jetzt möchte ich aber selber in meine Kindergärtnerin werden. Fuck. Weißt du, nein, weil irgendwann schaust du zurück und denkst du, what the fuck, wieso, du kleine Pisse, wieso hast du das gemacht, jetzt bin ich unglücklich. Und darum seid auch nicht so böse zu euch selber, wegen, ja, ich weiss voll noch nicht, was mache ich in meinem Leben und ich bin ja selber so, verstehe mich nicht falsch. Oder irgendwie, ja, alle anderen haben ein geiles Hobby und können das voll gut und ich kann das nicht. Ich habe das schon mal gesagt, so, jeder kann etwas gut. Und es ist im Fall auch voll okay, wenn du das nicht kannst. Also, du musst nicht immer außerordentlich crazy gut sein in irgendetwas. Du kannst einfach fucking 0815 sein. Und ich denke das immer so, die 0815 Menschen haben doch das beste Leben auf der ganzen Welt. Die chillen einfach ihr Leben, die gehen arbeiten, dann gehen sie mit dem Hund laufen, dann gehen sie noch joggen, dann lesen sie ein Buch, gehen ins Bett und haben einfach den Tag genossen. Und ja, ich glaube auch mit dem ganzen Social Media Ding, man erwartet halt hure oft viel zu viel. Also weißt, es ist nicht normal, dass du am einen Tag in Hamburg bist, am nächsten in Berlin und am übernächsten in Paris und oh mein Gott, Leute, guck mal, was ich heute gekauft habe. Und so, das ist alles eine Scheinwelt. Und ich selber mache auch bei dem mit. Ich muss auch immer mehr zeigen. Ich muss die Leute quasi am Ball behalten. Das ist so falsch formuliert. Ich muss die Leute packen. Ich muss schauen, dass ihr meine Videos schauen wollt. Ich muss etwas Spezielles am Anfang sagen. Die ersten 3 Sekunden sind die wichtigsten. Du musst deine Followers... Sie müssen engagieren. Sag etwas, was sie in einen Kommentar schreiben. Die Leute machen fucking Videos, wo sie etwas falsch aussprechen. Einfach nur, damit es mehr Kommentare gibt. So, es ist alles eine Scheinwelt. Und mit dieser ganzen Social-Media-Sache ist es halt wirklich so krass normal geworden, dass du so viel Geld haben musst. Du musst so viel Geld haben, um auszugeben. Die Leute kommen, Bro, jede Woche neue Haul. Das sind meine neuen Schminksachen. Es ist nicht normal, dass ein Schminkprodukt 40 Stutz kostet. Es ist nicht normal, dass du jede Woche irgendwo anfliegst und eingeladen bist. Und es ist logisch, wahrscheinlich frustrierend zu sehen, dass andere Leute das haben. Und
wenn man ja auf Social Media am Scrollen ist, was wir alle wahrscheinlich stundenlang am Tag machen, dann wirkt es so normal. Und dann ist es so, ja, alle anderen haben das, außer ich. Aber es sind die wenigsten Leute, die das haben. Und ich weiß nicht, ob es das besser macht. Also weißt du, so, ich aus einer Position zu reden, wo das ja auch irgendwie hat, wo man Sachen leisten kann, wo man vielleicht mit 20 noch alles nicht machen würde oder wo viel gratis bekommt und wo irgendwie selbstständig bin und meinen eigenen Alltag habe und irgendwie ein Ross habe und einen Hund und eine Katze. Aber das alles ist auch nicht so geil, wie es aussieht. Logisch, ich bin mega dankbar, aber es ist auch stressig und es ist auch einsam und all diese Sachen. Und es sind wirklich nicht die meisten Menschen, die so ein Leben führen. Auch, es gibt, weißt du, wie viele Leute machen einen Haul und die Sachen schicken sie wieder zurück? Oder weißt du, wie viele Leute, keine Ahnung, gehen an ein Event, haben hure geile Kleider an. Bro, die Kleider sind ausgelehnt. Die gibst du am Schluss des Tages wieder zurück. Oder irgendwie, danke Dior, dass du mir diese Tasche geschenkt hast. Bro, die Tasche wird wieder zurückgegeben. So Sachen. Es ist, oder irgendwie Leute, die sich verschulden, nur um so aussehen können, als hätten sie so ein Leben. Es sind wirklich die wenigsten Leute auf der Welt, die so leben. Und die Leute sind nicht glücklicher. Das ist immer, wenn du es nicht hast, schaust du es an und denkst so, ja, fucking geil, oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte das. Und wenn ich das hätte, dann wäre mein Leben so viel besser. Und dann hast du es und dann denkst du, oh, wenn ich so ein ruhiges Leben hätte, dann wäre mein Leben viel besser. Dann ist das ruhige Leben. Dann denkst du, wenn nur mehr laufen würde, dann wäre mein Leben viel besser. Du bist nie zufrieden, wenn du nicht einfach irgendwie deine Lage ein bisschen akzeptierst und irgendwie zufrieden bist mit dem, was du sonst machst, mit dem, was du in deiner Freizeit machst, mit den Leuten, die du in deinem Leben hast. Wenn das nicht stimmt, Bro, dann bringt dir das alles wirklich nichts. Und ich weiß nicht, ob man mir das glaubt, wenn ich das so sage, weil eben so, ja, du hast laute Reden, oder? Hab mal die Fresse, du hast es ja. Aber ich denke mir das halt umgekehrt. Ich bin wirklich so, eben, wie ich gerade gesagt habe, so die 0815 Menschen, so wirklich NPCs eigentlich. So die so mit dem Rucksäckchen rumlaufen, mit der Jack Wolfskin-Jacke und einfach so, «Hoi, grüezi miteinander», die Hand ausstrecken und einfach so. Ich denke mir, Bro, ich wünschte, ich wäre so eine. Ich wünschte, ich würde so durchs Leben stolzieren, so, «Ja, schönen Tag noch, hey, ich gehe jetzt Zeitung lesen.» Und die denken sich vielleicht das Umgekehrte, weißt du, so, du wirst, auch so, ja, ich weiß nicht, es geht glaube ich auch so um Akzeptanz. Und eben, das ist das, was ich gemeint habe, du musst nicht immer mehr. Das ist das, was uns beigebracht wird. Und wenn ich jetzt sagen würde, das ist auch immer das, was passiert. Wenn ich jetzt so sage, ich bin selbstständig mit Social Media. Willst du denn nichts anderes mehr machen? Also, was ist denn vor, wenn du mal älter bist? Also, was machst du denn nachher? Wenn ich jetzt einfach würde sagen, nein, ich habe vor, das einfach weiterzumachen. Die Leute wären so, Bro, was stimmt mit der nicht? Wieso macht die nicht mehr aus sich selber? Wieso hat sie nicht ein Verlangen nach irgendwie Karriere und Ausbildung und wieso strebt sie nicht nach mehr? Und ich sage das auch nie. Nie im Leben sage ich, ich will nur das machen. Weil ich glaube auch nicht, dass es das ist, was mich erfüllt, einfach mein ganzes Leben das machen. Aber auch wenn es das wäre, ich glaube, ich könnte das nicht sagen. Weil es wird einfach immer von uns erwartet, dass du leistest. Und wenn das schon alles von außen immer kommt, dann finde ich es umso wichtiger, dass man wenigstens sich selber klar macht, du bist auch gut, wenn du es nicht machst. Und ich habe dich auch gerne, wenn du nicht fucking Chef von der UBS wirst. Du bist ein cooler Mensch, du bist ehrlich, du bist nett zu Leuten, du bist lustig, du hast coole Kollegen, du bist nett zu dir, keine Ahnung, Alter. Weißt du, so, dass man mehr wirklich auf sich selber stolz ist auch und irgendwie sieht, was man hat und was man, ja, einfach so ein bisschen zufrieden sein mit dem, wo man jetzt gerade ist. Weil du musst nicht immer besser sein. Du bist schon gut. Und auch wenn du eine schlechte Phase hast, so, du bist immer noch gut. Du hast es bis dahin geschafft. Du bist immer noch am Weitermachen. Und es fühlt sich vielleicht so an, es hat mir keinen Bock mehr und es wird nicht mehr besser. Es wird immer besser. Alter, es wird wirklich immer besser. Und wenn ihr seriously am Strugglen sind, dann bitte wirklich sucht euch Hilfe. Geht in Therapie oder ruft irgendwie bei 147 an. Keine Ahnung, schreibt mit irgendwelchen random Leuten im Internet, wenn euch das hilft. Aber gebt einfach nicht auf. Und ich finde, man sollte einfach kollektiv aufhören, uns selber einreden. So, du bist ja so scheiße. Und genau gleich wie ich so bin, ich kann nicht vortragen. Bro, ich könnte das wahrscheinlich schon, aber wenn ich mir das ganze Leben einrede, ich kann das nicht. Logisch kann ich es dann nicht so gut wie andere.
Aber ich muss es auch nicht so gut wie andere können. Ihr hört mein Zeug ja trotzdem, oder? Also ihr hört es auch, wenn ich fluche oder auch wenn ich die ganze Zeit genau sage. Ihr hört es ja. Und es wäre auch fucking langweilig, wenn ich reden würde wie jeder andere. Oder wenn ich eine Rede halten würde wie der Hans-Uli, der wahrscheinlich die Einleitung machen wird für meine Show. So, wisst ihr, was ich meine? Und auch wenn es nachher alle Scheiße gefunden haben, was ich gelabert habe. So, ich habe mir Mühe gegeben und ich habe etwas Gutes probiert zu machen. Und irgendwie jemandem etwas auf den Weg mitzugeben. Und wenn die Leute es nicht annehmen wollen, oder wenn es vielleicht gleich irgendwie Scheiße überkommt, ja okay, blöd, ich habe es probiert. Ich finde, solange deine Intentions gut sind und du wirklich keine böse Hintergedanken hast, so wie die dumme Sau, die meine Kollegin war, dann ist alles gut. Dann kannst du mit dir selber im Reinen sein. Und ich glaube, das ist immer die Hauptsache, dass man mit sich selber im Reinen ist. Weil dann könnt ihr die Leute auch nicht anhaben. Aber auch aus dieser Situation, Bro, ich denke mir auch, hätte ich das nicht alles durchlebt, mit der ganzen Schule, die mich gehasst hat und Leute, die mir geschrieben haben. Und es ist wirklich so eine common thing gewesen, dass Leute einander öffentlich auf Ask.fm gefragt haben, ja, was ist eigentlich deine Meinung zu der Emma? Und Leute haben es einfach gepostet. Leute sind so, ja, die kleine scheiß 12-Jährige soll mal ihre Fresse haben, also spoliere ihre Fresse, so Sachen. Und das war einfach normal gewesen. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, wenn du das mit 12 durchlebst und einfach darüber hinwegkommst quasi, dann macht es dir auch nicht mehr viel aus, was die Leute im Internet über dich sagen. Also weißt du, so, ich glaube, das hat mir schon auch irgendwie geholfen, mit dem Hate umzugehen, den ich jetzt bekomme, auch wenn ich nicht so ultra viel Hate bekomme. Aber wenn mal etwas kommt, ich glaube, andere Leute wären viel mehr verstört als ich. Und ich bin einfach so, chill. Das war einfach schon immer so gewesen. Keine Sorge, das macht mir nicht mehr weh. So, darum, ich weiß nicht. Es war ein bisschen durcheinander, weil ich habe mir auch wirklich nichts aufgeschrieben. Ich wollte einfach nur mal über das reden und mal eine ruhigere Folge machen, die auch einfach positiv gestimmt ist eigentlich. Und ich hoffe, das hat irgendjemandem vielleicht geholfen. Und übrigens, ja, die letzte Folge war ja die Folge mit dem Flavio gewesen. Und dann haben sie mega gut gefunden und das freut mich mega. Und darum, wenn ihr irgendwelche anderen Gäste habt, die ihr gerne sehen würdet, also Frauen und Männer, dann könnt ihr mir gerne schreiben, wer ihr so gerne noch hören würdet im Podcast. Nicht, dass jetzt die ganzen Gäste kommen, aber ja, es ist halt manchmal schon lustig, sich so ein bisschen auszutauschen, oder? Und ja, ich gebe euch Bescheid, wenn wieder so eine Live-Situation passiert mit dem Podcast. Und folgt dem Losemal-Account. Vergesst nicht auf Spotify und so zu folgen und die Glocke anzumachen. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge rausgekommen ist. Und ja, ich hoffe, es hat Sinn gemacht, was ich jetzt gelabert habe. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.